Grüezi miteinander, Sali miteinander. Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die heisst «Der Samichlaus hat Fieber». Draussen ist es schüli kalt. Alles ist tief verschneit und liegt unter einer dicken Schneedecke. In 2 Tagen ist ein Samichlaustag. Die Kinder freuen sich jetzt schon auf den Besuch von dem alten Mann mit seinem langen, grauen Bart, einem roten Umhang und einem Goldstab. Doch das Jahr ist irgendwie alles anders. Am Samichlaus geht's nicht so gut. Sein Esel schaut zum Fenster rein und fragt: Samichlaus, deine Nase ist ja ganz rot. Sag mal, hast du sie angemalt? Nein, bestimmt nicht, Grauhaar. Aber ich habe so heiß. Ich glaube, ich habe höchstes Fieber. Aber morgen will ich doch Kind besuchen. Es ist doch Samichlaustag. Aber ich weiss nicht, ob ich bis dann wirklich wieder gesund bin. Das hoffen wir doch ganz fest. Antwortet der Esel Grauhaar. Nachdem der Samichlaus sich ruhig Tee ausgetrunken hat, legt er eine Zipfelmütze an, zieht sie über beide Ohren ab und kriecht unter die warme Bettdecke. Er kuschelt sich so stark ein, dass nur noch der rote Nasenspitz, ein paar graue Haare, die schwarze Zipfelmütze rausgüchselt und dann schlaft er ein. Er pfuset tief und fest. Dabei schnarchelt er so laut, dass sogar der Esel, wo in der Zwischenzeit wieder Täne im Stall steht, ihn mag hören. Der Esel Grauhaar macht sich Sorgen um den Samichlaus. Er wünscht sich, dass sein alter Freund ganz schnell wieder gesund wird und es ihm wieder besser geht. Aber was ist, wenn er in 2 Tagen nicht gesund ist? Wer besucht denn Kind? Wer bringt ihnen die Säckchen, wo der Samichlaus schon gefüllt hat mit Nüsse, Mandarinli, Schokitaler und selber gemachten Gritibensen? Schliesslich kann er ja auch nicht all die Sachen selber essen. Wo am anderen Morgen das Kerzenlicht durchs Zimmerfenster vom Samichlaus leuchtet, kommt der Esel Grauhaar ans Fenster und klopft mit dem Kopf ganz vorsichtig an die Scheibe. Er möchte nämlich wissen, wie es am Samichlaus heute so geht. Der Samichlaus macht das Fenster ganz langsam auf. Samichlaus, heute ist ja nicht nur deine Nase rot, sondern gerade das ganze Gesicht. Ich glaube, morgen kannst du Kind nicht besuchen, sagt der Esel Grauhaar ganz traurig und lässt vor lauter Sorge gerade den Kopf und die Ohren hängen. Ich bin auch viel zu müde dazu. Aber stell dir mal vor, Grauhaar, wie traurig das Kind sind, wenn sie das Jahr von mir kein Säckli überkommen. Und die Sprüche und die Lieder, die sie gelernt haben, können sie mir auch nicht aufsagen. Samichlaus, mir wird schon etwas einfallen. Lass es nur gut sein. Gibt der Esel Grauhaar zur Antwort und zieht mit dem Kopf das Fenster gerade wieder zu. Während dem ganzen Tag sieht der Samichlaus seinen Esel nicht mehr. Er hat keine Ahnung, wo der verschwunden ist. Erst am Abend, wo es langsam eindunkelt, steht der Esel Grauhaar plötzlich wieder vor dem Stall. Wo der Samichlaus ihn sieht,
ruft er zum offenen Fenster aus: «Grauhaar, Grauhaar, wo bist denn du so lang gsi? Ich ha dich den ganzen Tag vermisst.» Ich bin im Wald gsi, aber mehr verrate ich dir nicht. Das ist eine Überraschung für morgen. Gibt der Esel zur Antwort. Der Samichlaus sieht jetzt nur, wie der Esel den Schlitten parat macht und einen ganz grossen Sack voll Heu darauf herbindet. Als der Samichlaus am anderen Morgen verwacht, entdeckt er vor seinem Haus ganzen Haufen Tierspuren. Aber die sind nicht von seinem Esel, hat er gedacht. Er macht das Fenster noch etwas mehr auf, güchselt noch etwas umeinander und dann entdeckt er, dass neben dem Schlitten ein Fuchs, ein Hase, ein Eichhörnchen und sogar noch ein Schneeeule sitzt. «Was macht denn ihr alle da?» will der Samichlaus jetzt von diesen Tieren wissen. «Guten Morgen, Samichlaus. Ja, weisst, wir haben von deinem Esel vom Grauhaar gehört, dass du krank bist und heute nicht selber das Kind kannst besuchen. Und dann haben wir gedacht, wir könnten doch das machen für dich.» «Ho, das finde ich denn eine tolle Idee von euch. Wisst ihr, ich bin noch gar nie krank gsi am Samichlaustag. Die Kinder wären sicher traurig, wenn sie heute niemand besuchen würde.» «Aha, und wenn ich mir das so genau überlege, weiss ich jetzt was Grauhaar gestern gemacht hat. Der hat euch im Wald besucht.» Ja, Samichlaus, jetzt hast du es herausgefunden, gibt der Esel Grauhaar zur Antwort. Doch die Tiere haben jetzt nicht mehr länger Zeit, um mit dem Samichlaus ein bisschen plaudern. Nein, sie müssen vorwärts machen, weil der Weg zu den Kindern ist ziemlich lang. Gemeinsam beladen sie jetzt den Schlitten und binden auch die Säcke, die der Samichlaus gefüllt hat, darauf oben fest. Zum Schluss spannt der Fuchs den Esel Grauhaar vorne an den Schlitten her. Wo der Samichlaus jetzt sein Esel Grauhaar voller Stolz mit dem Schlittengespann, wo jetzt die 4 Tiere auch drauf hergehöckelt sind, sieht abfahren, kommt er von lauter Freude und Glück gerade ein paar Tränen über in seinen Augen. Aber am allerliebsten wäre er natürlich selber die Kinder besuchen. Wo sie dann langsam das Dorf erreicht, ist es schon etwas dunkel. Dann sagt der Esel Grauhaar: «Ja, wo müssen wir denn zuerst her? Ja.» Der Hase, wo ganz vergnügt auf dem Heusack oben mitreitet, wackelt jetzt mit seinen Löffelohren, zieht eine Namensliste von den Kindern vor und sagt gerade den ersten Namen von der Familie, die sie besuchen wollen. Jetzt weiss natürlich der Esel Grauhaar, wo die daheim sind, und fährt mit seinem Schlittengespann gerade vor das Haus her. Aber der Weg zu der Haustür durch, der ist ganz verschneit. Als das Eichhörnchen das sieht, kumpelt es vom Schlitten oben runter und fährt mit seinem buschigen Schwanz den Schnee gerade ein bisschen auf die Seite abwischen. In der Zwischenzeit kommt der Fuchs, klemmt das Überraschungssäckchen für das erste Kind zwischen seine Schnauze. Und jetzt schleicht er am fast schneefreien Weg entlang bis zum Hauseingang. Dort
leitet das Säckli ganz vorsichtig und leislich vor die Haustür her. Die nächste Familie, ja, die wohnt im obersten Stock von einem Dreifamilienhaus. Aber der Fuchs, der kann ja gar nicht klettern. Und Stegenhaus aufschleichen will er auch nicht. Drum kommt die Schneeeule, nimmt die nächsten 2 Säckchen zwischen ihren Schnabel und fliegt so gerade auf den Balkon rauf. Dort legt sie die Säcke vor die Balkontür. Ja, so helfen sich die Tiere gegenseitig, alle Säcke zu verteilen. Weil sie da dabei ganz leislich sind, hört sie niemand. Es sieht sie niemand. Niemand fragt, warum der Samichlaus nicht selber vorbeikommt. Vermutlich denken alle, wo die Kinder die Säcke vor der Tür finden, der Samichlaus hat dieses Jahr ganz viel zu tun und kann aus dem Grund nicht bei jeder Familie an der Tür läuten und sie in der warmen Stube besuchen. Wo die Tiere mit dem Verteilen der Säcke ganz fertig sind, machen sie sich auf den Heimweg. Kurz vor Mitternacht kommen sie müde, aber glücklich beim Haus vom Samichlaus an. Wenn er sie hört, ruft er ihnen gerade zu: «Kommt, kommt rein in meine warme Stube!» Das lässt sich die Tiere natürlich nicht zweimal sagen. Schliesslich sind sie noch gar nie im Haus vom Samichlaus. Wo sie dann drinnen stehen, meint er: «Schaut, als Dankeschön, weil ihr für mich die Kinder sind besuchen und ihnen meine Sachen verteilt habt, habe ich die restlichen Nüsse, Mandarinli, Schokitaler und Kritibenzen für euch parat gelegt. Bitte nehmt so viel davon, wie ihr nur mögt.» «Danke, danke 1000-mal, Samichlaus. Wir haben nämlich schon auch gerade ein bisschen Hunger bekommen», geben die Tiere gemeinsam zur Antwort und fangen gerade an zu knabbern. Wo ihre Bäuche voll sind und sie ganz müde sind, schlaft ein Tier nach dem anderen in der warmen Stube vom Samichlaus ein. Auch er ist müde und legt sich glücklich und zufrieden unter seine warme Bettdecke. Alle schlafen tief und fest. Gemeinsam schnarchen sie so stark, dass das Haus vom Samichlaus bis am Morgen früh immer und immer wieder zittert.